Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter The Cursed Forest. Wir sind... Okay. Irgendwo im Dunkeln und die Musik tut mich stark schunkeln. Oh. Oh, guckt wieder so traurig, guck mal. Ja, guck mal, jetzt lächelt sie. Hallo. Es sieht gar nicht mehr so gruselig aus, wenn sie dann mal lächelt, muss man doch sagen, aber... Aber sind wir das... Da hinten steht sie, oder? Okay. Ist sie weg? Sind wir das Spielzeug, von dem sie immer redet? Oder sind wir jemand anderes? Okay, wo sind wir hier? Wir sind auf jeden Fall in einer Höhle. So viel ist klar. Felsen drumherum, Höhle. Hide, Text. Das ist jetzt irgendwie... Oh, da ist ein Blümchen. Guck mal, da ist ein Blümchen. Unten links irgendwie Blümchen. So. Okay. Umgucken. Drüben ist ein Dorf oder sowas. Okay, jetzt fängt es noch an zu regnen. Was ist das hier für ein Wald? Der ist sehr karg, oder wie man das nennt. Felsig. Guck mal, die Bäume müssen hier auf dem Felsen wachsen. Das ist aber nicht verbrannt oder so. Weißt du, wenn er verbrannt wäre, dann wäre er schwarz. Eher verkalkt. Ein verkalkter Wald. Im Kalkwald. Ich weiß nicht, im Hellen könnte so ein weißer Wald vielleicht hübsch aussehen. So wie Elfenwald oder so. Aber irgendwie... Ich glaube, der soll auch nicht hübsch aussehen. Kann man da durch? Da ist ein Haus. Nee. Okay. So. Also sitze ich eigentlich so schief, merke ich gerade. Ah ja, ich weiß, warum ich so schief sitze. Weil immer eine Katze auf den Füßen liegt. Auf den Füßen, auf den Beinen. Auf den Beinen, da liegt sie. Putzt sich. Ist ein bisschen unbequem. Deshalb sitze ich auch so und guck wie Mr. Burns, damit ich ein bisschen ans Kamera komme, weil ich kann nicht ganz vorrutschen. Sonst wird meine Katze den Schreibtisch ins Gesicht kriegen. Das wolle man natürlich nicht. Naja. Okay. Erstmal einen Aussichtspunkt suchen. Da unten ist auf jeden Fall ein Speicheraltar. Also das Blaue da. Das Blaue da. Ein Speicheraltar. Ja. Also, mir ist halt der Wald. Mann, ich bin halt ein Waldkind. Kann man nicht anders sagen. Ich bin ein Waldkind. Ich bin ein guter Pelzer. Mir ist Wald lieber als Felsen. Definitiv. Er sieht ja schon okay aus, so. Weiß ich nicht, das sind halt keine Felsen, glaube ich. Ich glaube, das ist, oder? Das ist doch eigentlich viel zu gerade. Würde ich mal so behaupten. Oh. Ah, da unten ist, glaube ich, die Karte. Behaupte ich mal so. Ja.
Was sind das eigentlich für... Sind das Trauerweiden oder so? Oder ist und natürlich Fallen. Einfach nur ein Gesicht. Okay. So, erstmal auf die Karte gucken. So. Wo sind wir denn hier? Ah ja, wir sind also schon mal da unten. Oh, gibt's da einen Weg? Ah, okay, Wasser. Also eigentlich ziemlich straightforward, sag ich mal. Rechts, ja, guck mal, da ist ein Blümchen. Und ein Vogel. Und ein Dorf. Also mehr oder weniger kommen wir an allem vorbei. Ist das hier dieser See, der drauf eingezeichnet war? Schon, oder? Soll ich hier da? Komm, wir probieren mal. Wird schon schief gehen, irgendwie mal hier rumlaufen. Kann man auch durchs Wasser? Das ist kein See, das ist eher so eine Tümpel, eine Pfütze. Eine etwas größere Pfütze quasi. So. Oh. Okay. Irgendwie. Ist hier nix so, irgendwie. Aber da hinten ist was. Nebel. Okay. Nase kratzen. Also auf jeden Fall muss da irgendwo... Da. Das Blaue da, das ist doch ein Speicher. Das ist doch ein Altar, oder? Oder? Ja. Hä? Doch. Ja, sehr gut. Altar. Altar. So, jetzt kann man nochmal runter gucken. Nur gucken, nicht springen. So. Mhm. Ist da irgendwie... Ja, okay, Mann. Es ist schön, dass man es machen kann. Also es ist nicht so schlauchig wie andere Spiele. Ah, ich glaube, das bringt jetzt hier nicht viel. Also hier kommen wir zurück an See, an die Pfütze. Tümpel, wie ihr nennt es, wie ihr wollt. Die Tümpelpfütze. Okay. Da hinten ist die Karte, das, was da leuchtet. Also hier war jetzt irgendwie nix. Guck mal, hier sind auch die Lampen da beleuchtet. Ich glaube, das heißt halt, dass da nichts mehr zu gucken gibt. Glaube ich. Im Gegensatz zu hier. Da ist das Steinchen nicht beleuchtet, so. Moment, da bin ich doch hergekommen. Ja, wir gucken nochmal auf die Karte. Okay. Ja. Da ist... Oh. Ah, die fallen hier... Hä? War der Altar da schon? Okay. Speichern ist immer gut. Weiter geht es hier nicht. Kann ich da raufgehen? Ja. Vorsicht, die fallen. Die fallen. Genau. So, also. Ja, einfach hochgehen, bis linker Hand der nächste Tümpelteich ist oder so. Aber da links ist irgendwie so ein Vogelnest oder so. Wir werden es sehen, wenn wir soweit sind. Da müsste das Vogelnest sein. Nee. Hä? Ist da ein Strand oder so ist das. Unten ist auf jeden Fall irgendwas. Das ist der Hirsch. Hirsch. Mein Vater hieß Hirsch. Hirsch heißt mein Vater. Wenn er versteht, was ich meine. So. Eigentlich ein schönes Plätzchen so. Oh, guck mal da. Oh, guck mal, da liegt eine Leiche. Nee, ich glaube, das ist der Strohmann, oder?
Ja, guck da, das ist der Herr Strohkopf. Hallo, Herr Strohkopf, schön am Chillen hier. Ja, lassen Sie mich mal, was ist das? Ach, das ist so ein Isen, das... Hat er hier seine Notdurft? Also, es sollen wohl Würste sein. Ordentlich an den Strand gekackt hier. So, Screenshot-Time. Okay. Okay. So, dann gehen wir halt wieder hoch. Wie sich das gehört. Sorry. Okay. Das ist ein Eimer. Das könnte auch eine Lampe gewesen sein. Eine Stehlampe? Was ist das da hinten? Nebel und eine Falle habe ich gesehen. Das ist der Strand. Ne. Zwei Fallen sehe ich. Was ist das da? Was da liegt? 3 Fallen? Okay, da scheint es einem sehr wichtig zu sein, dass wir in die Fallen gehen. Auch wenn die Fallen alle zugeklappt sind. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe gerade voll das Déjà-vu. Waren wir hier nicht schon mal? Im letzten Abschnitt? Nee. Okay. Das ist eine Lampe, was ist das? Achtung, nicht von den Klippen fallen. Okay. Da sind Klippen und da sind Klippen. Ich gehe mal rechts hoch da. Ich hoffe jetzt nicht, dass die uns da jetzt runter stößt oder so. Wie ich mir das vorstellen könnte. Mhm. Oder Steine auf uns wirft. Wie ich mir das vorstellen könnte. Da drüben ist ein Feuerchen und ich glaube ein Altar oder so. Auf jeden Fall ist blau. Okay. Da unten sind wieder Häuser, guck mal. Und... Eieiei. Ist irgendwie ein fieser Weg. Boah, diese Treppen, hey, ich spüre hier richtig, wie es mir hinten in die, wie heißt das, in die Haxen hinten zieht halt, das überm Knöchel hinten. Das Fleisch da, was da, ja. Plüschhoffnung. Ich erinnere mich an diesen Tag, an den Tag, an dem meine Mutter ihn mir gab. Im Nu wurde dieser Plüschbär zu meinem Lieblingsspielzeug. Er war immer in meiner Nähe. Als meine Mutter nicht mehr da war, hatte dieses Spielzeug eine neue Bedeutung für mich. Bei ihm erinnere ich mich immer daran, wie meine Mutter mich liebte und sich um mich kümmerte. Dieses Spielzeug wurde zu meiner ewigen Erinnerung an sie. Nachdem mein Vater sich verändert hatte, wurde dieser Teddybär mein Trost und Lichtblick. Aber kurz vor meinem 18. Geburtstag ging mein Teddybär verloren. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Ich war immer sehr vorsichtig mit ihm. Dieses Spielzeug war immer in meiner Nähe. Mein Vater wollte nicht einmal auf mein Flehen hören, ihm bei der Suche zu helfen. Er war zu sehr mit Problemen beschäftigt, die er für wichtiger hielt. Ich hatte das Gefühl, dass jemand diesen Teddybären weggenommen hat und mich ihn nicht finden ließ. Mit diesem Teddy verlor ich nicht nur ein Spielzeug, ich verlor alle warmen Gefühle, die dieses Spielzeug repräsentierte. Ich hoffe immer noch, es zu finden, aber es vergehen immer mehr Tage und desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich es wahrscheinlich nie wieder finden werde. Es fühlt sich an, als würde sich alles, was um mich herum passiert, nicht mehr so ändern wie bisher. Okay. Hat der Vater das Spielzeug, also hat er es weggenommen vielleicht? Okay, was ist das da? Stein? Auf dem Stein. Also ein Leuchtstein?
Aber haben wir doch schon einen. Aha. Okay, warte. Also wir müssen noch 3 Altare finden. Leuchtsteine haben wir eigentlich 2, kriegst du aber nicht so angezeigt. Und ein Knochen. Kopf wahrscheinlich. Okay, jetzt mal da runter. Alter, das ist schon hart fiese Treppen, wenn du da einen Abflug machst. Da landest du nicht sanft. Hier. Wenn du überhaupt hier landest und nicht weiter runter rumpelst. Das wäre natürlich doof dann, ne? So. Er hat sich schon wieder ein kleiner. Guck mal mit Gummistiefeln. Ich. Okay, nicht weiter schubsen, okay? Ich war doch immer gut zu ihr. Sorry, mit Hut jetzt nicht gerade intelligenter aus. So. Okay, so. Okay. Bin ich wieder ganz oben? Nee, hier. Hä? Bin ich denn hier? Ach, da, guck. Da hat sie mich eben erschreckt. Da liegen ja auch noch die Gummistiefel und die Klamotten. Da drüben brennt ein Riesenfeuer irgendwie. Und ein Speicherstein muss da auch sein und ein Screenshot. So. Dass ich jetzt ganz da drüben auf dem anderen Zipfel da rechts da. War da das Blaue? Oder war da auch was Blaues? Okay. So. Generell muss man jetzt sagen, von der Atmosphäre her ist es jetzt. Links geht's auch nochmal. Da ist ein Feuer da oben. Ja. Okay, zum Glück hat es gerade gespeichert, hey. So. Also von der Atmosphäre her ist das jetzt. Also im Wald war es deutlich schummriger. Ich meine, hier ist es vielleicht auch zu hell. Oder so. Ja. Also so sehr ich Wald liebe, Wald ist halt schon schummrig. Gerade so, wenn es Abend wird und so die letzten Lichter verglühen. Und schauen die Menschen der Sierra hinauf zu den sonnigen Höhen. Sorry, jetzt hat's mich irgendwie gerade. Ja, Wald war oder kann schummriger sein wie eine recht karge Landschaft, sag ich mal. So, jetzt, ja genau, ich wollte gerade sagen, hier. Wo ist denn das Loch? Ist es jetzt schon wieder weg? Dann ist es wieder zugeschüttet, aber normalerweise sind doch die Löcher da noch zu sehen. Ja, okay, egal. Erstmal hochgehen. Man muss halt aufpassen. Auch hier wieder. Ja, ich glaube, wenn das Fallgruben in Fels machen konnten. Ist hier nichts zu lesen? Also, wo bin ich denn hier überhaupt? Rubbish, da hinten ist was. Guck mal, ist auch was zu lesen. Hallo, komm her. Geheimnisse. Ich will keine Geheimnisse haben. Manchmal, wenn wir unsere Geheimnisse mit anderen teilen, bringt uns das näher und unsere Bindungen sind stärker. Aber manche Geheimnisse wecken Zweifel und zerstören das Vertrauen. Mein Vater hat viele Geheimnisse. Eines Tages ging ich in der Siedlung spazieren und sah einen Jungen, der mich aus dem Fenster ansah. Er sah erst 12 Jahre alt aus. Er sah sehr traurig aus. Ich wollte ihn aufmuntern. Ich lächelte und winkte ihm zu. Aber er schloss einfach die Vorhänge und ging weg. Irgendetwas machte mich neugierig. Dieser Junge war noch sehr jung, aber seine Augen sahen aus wie die eines erwachsenen Mannes. Ich fing an, diesen Ort öfters zu besuchen. Ich wollte diesen Jungen wiedersehen. Als mein Vater davon erfuhr, wurde er wütend und verbot mir wieder in die Nähe dieses Hauses zu kommen.
Aber seine Warnung hat meine Neugierde nur noch mehr geweckt. Eines Tages sah ich, wie mein Vater in das Haus des Jungen eintrat. Er sah unglücklich aus. Er war nicht allzu lange dort, doch schon bald kam er mit einer Frau heraus, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Wer ist dieser Junge und wie hat mein Vater etwas mit dieser Frau zu tun? Die Geheimnisse um meinen Vater häufen sich. Offensichtliche Antworten kommen mir in den Kopf, aber ich versuche sie zu ignorieren. Wenn sie darüber nachdachten, erklärte sie die plötzliche Traurigkeit meiner Mutter. Also wenn ich darüber nachdachte wahrscheinlich. Okay. Der Junge, der 10-Jährige, der auch irgendwie seltsam aussah, der Vater vorhin beschrieben. Och nö. Liegt das jetzt unten am Strand oder wie? Ja, ich schätze schon. Kann das sein, dass das unser Bruder ist? Der Stiefbruder dann? 10 Jahre alt schon? 10 bis 12? Sie beschreibt ihn als 12 eher als 10 Jahre. Nee, da hupft mal besser nicht runter. Okay, also zurück an den Strand und auf die Fallen aufpassen. Da unten ist wieder so ein Schreckensnebel. Könnte halt auch Rauch sein. Ich glaube halt, dass er verbrannt wurde. So. Ach, guck mal, da ist das. Die Fallgrube, wo wir vorhin reingefallen sind. Die war doch aber eben. Wo ist der Nebel hin? Ja, egal. So, wir gehen jetzt im Dauerlauf. So, ein bisschen schnell. Vorsicht. Es sind doch aber auch irgendwo noch Fallen, oder? Ja, da. So, ganz. Ja. Also wir gehen zurück an den Strand. Der müsste. Falle. Der müsste da rechts sein und holen das Dingens. Mal hier einfach runter. Oh, hopp. Wir können. Noch ein Hupfer. Guck mal, der Strohmann ist weg. Die Vogelscheuche. Ja, Strohmann, ich weiß schon. So. Okay, das ist jetzt irgendwie gruselig. La. Ja, es ist ja schon gut, ich höre schon auf, es nervt. Es macht mich nicht ungruseliger. So. Okay, jetzt haben sie auch keinen Bock mehr. Jetzt wollte ich nicht mehr mitsingen, weißt du? War gerade so ein schönes Düt. Wie wir cool people zu sagen pflegen. Du hättest was für Anfänger. Düt sind die coolen. So. Okay. Was haben wir denn hier? Nebel. Oder ein Erlkönig. So. Fallen wieder gut achten drauf. Genau. Okay. So, ich muss da eigentlich da muss ich noch hoch. Da. Kann man da überhaupt hoch? Hä? Okay, das ist doch jetzt aber... Moment. Was ist denn das da? Aha. Hoppala, falscher Knopf, sorry. Drüben ein großes Feuer. Guck mal da. Jawohl. Naturgeist. Ich lese oft Geschichten, in denen die Natur eher wie ein physisches Wesen ist. Nach dem Ritual begann ich, meine Verbundenheit mit diesem Ort zu spüren. Es ist, als wäre dieser Wald vergiftet worden und dieses Gift hat sich so schnell ausgebreitet, dass es zu früh das gesamte Waldgebiet verzehrt hat. Sie näherte sich von dem Leid, der Wut, der Verzweiflung der Bürger. Die Dunkelheit übernahm die Kontrolle über diesen Wald. Und dann fühlte ich es. Er war sogar noch älter als der diesen Wald vergiftet hat. Der Geist der Natur. Er war schon lange vor dem Vorfall hier. Es nahm die Gestalt der verschiedenen Tiere an. Er wurde von der Dunkelheit besiegt, genau wie dieser Wald. Verwesend, heiser heulend, durch den Wald wandernd wie ein eingesperrtes Tier, das begreift, dass es kein Entkommen gibt. Ich fühle mich damit nicht einsam. Es ist schön, dass dieser Wald immer wieder neue Freunde zu mir bringt. Ruft der Wald die Menschen, die sich dann hier verirren und sterben, oder
In dem Fall, so wie wir jetzt gerade versuchen. Okay. Solid Snake, bist du's? Okay. Ah, guck mal da. Lacht sie. Also eher so nimmer lächelnd. Oh, das ist sogar böse. Oh, jetzt ist sie ganz böse. Und nun? Was ist das? Ist das ein Kackehaufen? Das ist ein schönes, gekacktes E. Gleich mal reingetreten, jawohl. Okay. Mann, das ist genau mein Humor. War schön Kackehaufen drunter gemacht. Ah. Okay, das gefällt mir. Was ist das? Okay, das da unten ist, glaube ich, die Lampe da, die wir da ganz am Anfang hatten. Blub. Es blubbert. So, guck mal, das ist ein Speicheraltar. Das ist sehr gut, das kann ich gerade gebrauchen. Da liegt was drauf. Über Kristalle. Während meiner Erkundung habe ich einige seltsame Kristalle gefunden. Sie leuchten stark im Dunkeln und haben eine unglaublich einzigartige strukturelle Zusammensetzung. Während ich sie sammelte, dachte ich nur daran, für wie viel ich solche seltsamen Steine verkaufen könnte. Gott sei Dank habe ich sie gesammelt. Sie wurden zu meiner Rettung. Die Dunkelheit an diesem Ort kann dich leicht töten. Selbst wenn du ein paar Sekunden ohne Licht bist, wirst du Stimmen hören, ihre Augen spüren, die dir aus den Tiefen des Schattens folgen, sogar einen Blick auf ihre bösen, lächelnden Gesichter erhaschen. In der Dunkelheit fließt die Vernunft aus dir heraus wie Wasser durch ein Sieb. Gefangen in der erstickenden Dunkelheit erinnere ich mich an die Kristalle und nahm einen in die Hand, aber sie waren zu dunkel, um die Schatten zu durchdringen. Ich spürte einen Hauch in meinem Nacken und all meine Haare standen mir zu Berge. Hektisch ließ ich mich auf den Boden fallen und suchte mich um etwas zu finden, mit dem ich mich verteidigen konnte. Ich hob etwas auf, das sich wie ein Stock anfühlte. Ich benutzte das Licht des Kristalls als behelfsmäßige Taschenlampe. Aus dem schwachen Licht sah ich, dass ich eine Art Zepter aufgehoben hatte und oben war eine Mulde. Die perfekte Größe, um den Kristall zu platzieren. Meinem Instinkt folgend legte ich den Edelstein in die Spalte und sofort strahlte das Licht des Kristalls heller und ließ die Dunkelheit erlöschen. Das Zepter wurde von der Energie niedergedrückt. Ich konnte es nicht mitnehmen. Ich drückte es in den Boden. Als ich erkundete, fand ich mehr. Ich versuchte so nah wie möglich an ihn zu bleiben. Nur so kann ich die Dunkelheit abwehren und speichern. Okay, man kann also nicht diese Stöcke, die haben wir ja schon mal in der Höhle gesehen, mit den Kristallen drin, man kann die nicht mitnehmen. Sobald man den Kristall reinmacht, ja, aber kann man den Stock mitnehmen und den Kristall erst reinmachen, wenn man ihn braucht? Was ist denn das da? Komme ich da hoch? Nee. Okay, dann gehen wir außen rum. So, jetzt, Moment, Karte. Sind wir jetzt am zweiten Teich oder wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. Das Vogelnest war mal. Da haben wir einen Kristall her. Okay, wir gehen jetzt, also ja klar, da ist große Dunkelheit, kommen wir nicht durch, alles klar. Machen wir die Dinger da rein. So. Okay. Also die Dunkelheit ist quasi der Rauch oder so. So, haben wir noch einen? Ah ne, wir sind durch. Okay. Ja. Dann sind wir, fängt es auch noch an zu regnen. Dann sind wir wohl durch. Aber ich glaube, ich war noch nicht auf dem zweiten Berg. Ja. Oder? Moment, der war da. Irgendwo. Hä? Ja, aber wenn man... Oh, das gibt eine schöne Thumbnail. So, Moment. Knips. Wenn wir doch alle Leuchtsteine gefunden haben, die wir brauchen,
Dann haben wir ja eigentlich alles, generell alles, was wir brauchen. Au, meine Katze streckt sich gerade. Komm her, Mädchen, komm, ist gut. Lass du los. Au, 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 au. Ja, du bist ein gutes Mädchen. Sehr gutes Mädchen bist du. So, sorry, aber die hat sich gerade an mir, die liegt ja an mir auf dem Schoß. Die hat sich gerade gestreckt und ich habe nur ein Shirt an. Es tut schon weh, so Krallen, so Katzenkrallen. Gell, mein Mädchen, ja. So. Okay. Also da geht's dann halt wohl nicht weiter. Weil da keine Brücke mehr ist. Kann ich da runterhüpfen? Na komm, na, wir gehen den Weg, so wie er... Ist das da hinten? So, wir gehen den Weg, so wie er gedacht ist. Okay. Mal runter. Ah, da ist wieder... Ist das Dunkelheit? Nebel? Nee. Nee, das ist Wasser. Dunkles Wasser. Brackwasser. So. Was ist das da? Hä? Ich war schwach. Okay, warum? Eieieiei. Okay. Okay, hier geht's nicht weiter.